Bonjour alle Goer, merci, dass der Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschteren. An den letzten Tagen goufen Erfahrungen gemacht an einer Reihe von Ländern, auch zu Lützburg, für mit den Bürgern zu diskutieren über die Zukunft der Europäischen Union, besonders weil es bislang nicht gelungen ist, den Verfassungsvertrag, den die Memberstaaten 2004 unterschrieben haben. Damals waren wir noch zu 15 von den Lo 27, die haben noch die 24 hatten aber unterschrieben, sind also unterschrieben, mit das nicht gelungen, den Verfassungsvertrag bislang zu ratifizieren. 18 Staaten 100 gemacht, entweder mit einem Referendum wie zu Lützeburg oder durch Parlamente. Wir haben 2 Länder, Frankreich und Holland, haben die Bürger an einem Referendum diesen Verfassungsvertrag aufgelehnt. Das hat dazu geführt, dass die Verfassung für maustot erklären, weil sie ja von all den 27 Memberstaaten muss ratifiziert gehen. Aber keiner sich vorstellen kann, dass die Franzosen und Holländer nach ein Kehr über denselben Text aufstimmen liest. Dafür sind wir also an einem richtigen Dilemma. Bislang hat noch kein Patentrezept, für aus dieser Situation herauszukommen, so sehr wie möglich, weil wir feststellen, dass wir besonders mit diesen Decisionsprozeduren zu 27 Memberstaaten nicht mehr weiterkommen. Für es zu erlauben, eine Situation besser zu verstehen, habe ich schaut bei mir am Studio der Präsident von der Kommission des Affaires Konstitutionelles vom Europäischen Parlament, mein Kollege Jo Leinen, gewissermaßen ein Oper, weil hier ein europäischen Deputierten aus dem Saarland ist, aber auch Vizepräsident vom Mouvement Européen. Guten Tag, Jo Leinen, vielen Dank, dass du bereit bist, in meiner wöchentlichen TV-Sendung für die bessere Information der Bürger meines Landes mitzumachen. Hast du vielleicht in deiner wichtigen Position als Präsident des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, des Verfassungsausschusses unseres Parlaments, ein Patentrezept, wie wir aus dieser Situation herauskommen könnten? Ja, Angela Merkel muss ja bis Juni einen Konsens der 27 Länder bringen. Das ist eine Herkulesaufgabe. Das ist gar nicht leicht, wenn man nach Polen schaut oder nach London. In Tschechien, die sind auch nicht klar, was sie wollen. Also das ist ein schwieriges Problem. Aber ich glaube, die Atmosphäre ist besser geworden. Wenn man sich den Gipfel letzte Woche anschaut, da hat sich Europa geeinigt, Vorreiter beim Klimaschutz zu sein. Ein Megaproblem für die Zukunft und für uns alle. Aber der Teufel steckt im Detail. Ja, genau. Wie macht man's? Ne? Wer baut welche Energien aus? Und ist die Nuklearenergie, ist die jetzt plötzlich eine erneuerbare Energie? Für mich ja. Oh, für mich nicht. Wenn ich an Cadmium denke, dann meine ich also eher, naja, man hat so seine Zweifel, aber sei es drum. Dem Weltklima ist es auch egal, wie man dann das CO2 spart. Nicht? Aber die Verfassung. Ja. Also wir hatten ja einen Vertrag, wir haben ja 3 Jahre verhandelt und Luxemburg hat ja seine Hausaufgaben gemacht, wie 18 andere Staaten auch. Und ich meine, jetzt hoffen wir, dass die französischen Wahlen auch schnell vorbei sind und die Präsidentin oder der Präsident von Frankreich uns sagen kann, was Frankreich will. Wir wissen nämlich nicht genau, was Frankreich will. Ja, aber ein Referendum wäre doch unmöglich. Mir sagt man, wenn man in Frankreich noch ein Referendum macht, man kann ja auch ein Referendum das Gleiche machen, dann wird es wieder schief gehen. Haben wir denn nicht eine andere Lösung? Ja, wir müssen ja jetzt mal sehen, was man verändern soll. Ja? Also die Ja gesagt haben, haben ja auch einen politischen Willen gezeigt, dass sie nämlich zu dem verstehen, was man verhandelt hat. Und Pacta sunt servanda, also Verträge gelten, ist ein Prinzip schon von den alten Römern. Und das gilt auch heute, sonst verliert man ja das Vertrauen zwischen den Ländern. Also man kann nicht nochmal neu anfangen. Der Plan B mit Neuverhandlungen, die da in Frankreich diskutiert haben, das ist völlig illusorisch, das will auch niemand. Ergo nimmt man das, was man schon hatte,
und guckt, ob man da was weglässt oder was dazu machen muss. Also die Franzosen wollen mehr soziales Europa. Ich sage mal jetzt beim Klimaschutz, das steht überhaupt nicht in den Verträgen drin. Beim Nizza-Vertrag im Jahr 2000 hat man das Wort Klimaschutz noch gar nicht gekannt. Ja, aber da könnte man Zusatzprotokolle machen. Genau, also wir haben ja schon, als die Dänen mal Nein gesagt haben bei Maastricht, da haben wir ein Protokoll gemacht, ja, was die Dänen da wollten. Und man kann Zusätze machen. Dann braucht man nicht nochmal neu die Pandora-Box aufzumachen. Ja, aber ist es nicht so, dass wir brauchen ja vor allem bessere Entscheidungsprozeduren, die aus dem Nizza-Vertrag, da haben wir es ja sehr schwer mit 27 Ländern. Aber kann man denn nicht diese Entscheidungsprozeduren und Teile, die nicht umstritten sind, parlamentarisch ratifizieren lassen in allen 27 Mitgliedstaaten, damit wir vorankommen? Ich höre, das wäre jetzt eine Lösung. Gut, das hat ja der Herr Sarkozy vorgeschlagen und unser Kollege Lamassoure im Parlament ist ja sein Berater, der arbeitet auch in die Richtung zu sagen, lass uns alle institutionellen Fragen nehmen, weil jeder einsieht, mit 27 muss man andere Regeln haben wie bei den 6 Gründerstaaten. Und wir arbeiten zum Teil noch, wie wenn wir noch den Vertrag von Rom hätten, also den alten Europavertrag. Aber wir haben doch den Vertrag von Nizza. Und gerade über diese 300-400 Artikel, das hat man ja kritisiert, das wäre zu lang. Aber den Vertrag haben wir doch. Wir brauchen den doch nicht neu zu ratifizieren. Und was darin gut ist, können wir ja behalten. Genau, also den Nizza-Vertrag muss man nicht nochmal ratifizieren. Dieser voluminöse Teil 3, das war ein strategischer Fehler, den die Regierungen gemacht haben, den da mitzuschleppen und das Ganze Verfassung zu nennen. Ja, das ist ja ein Buch. Und man kann den neuen Vertrag kleiner und schlanker machen, wie der Herr Prodi gesagt hat. Also ich werde in 2 Wochen etwas vorlegen, weniger als 100 Artikel. Und das können die Bürger lesen und verstehen. Und dann denke ich auch in Frankreich, die werden Ja sagen. Ich glaube nicht, dass Frankreich Europa blockieren will. Also je nachdem, wer Präsident wird, wird es ja kein Referendum geben und auch nicht in Holland. Also ich finde, man könnte sehr wohl parlamentarisch ratifizieren. Die Entscheidungsprozeduren, die waren ja auch beim Referendum nicht umstritten in den beiden Ländern. Das war gar nicht kontrovers. Und ich finde auch, nach den Erfahrungen, die wir da gemacht haben, ein nationales Referendum zu einem europäischen Vertrag ist irgendwie die falsche Methode. Also wenn, dann sollten wir schon ein europäisches Referendum machen. Aber wenn der Wille eines Volkes, Frankreich hat Nein gesagt, aber Luxemburg hat Ja gesagt. Und dann fragt aber man mit den Engländern, was denkst du denn, was da geschieht? Na gut, die verstecken sich, die freuen sich. Die haben viele Flaschen Champagner aufgemacht, als die Franzosen da Nein gesagt haben, weil der Lackmustest für Großbritannien wäre ja gekommen. Wollt ihr drin sein oder wollt ihr draußen sein? Und gut, wir werden ihnen das nicht ersparen. Irgendwann müssen die ja zu dem neuen Vertrag fahren. Aber die freuen sich. Die sind natürlich die Schlaumeier. Die können jetzt warten und Tee trinken und sagen, mal gucken, was die Franzosen machen, was die Deutschen da hinkriegen in ihrer Präsidentschaft. Aber alle wissen, und bis zu den Europawahlen 2009 muss dieses Ding erledigt sein. Wir müssen die Krise überwunden haben. Weil sonst, wenn wir die Bürger zu Europawahlen aufrufen und Europa ist in Krise, das ist schon mal eine schlechte Ausgangslage. Aber diese parlamentarische Ratifizierungsprozedur dieser Teile, die könnte ja vor 2009 erfolgen. Also ich sage... Man sagt mir, das wäre realistisch jetzt. Ja, im Juni... Angela Merkel wird alles tun, dass es einen Konsens gibt im Juni. Sie sagt ja eine Roadmap, also einen Fahrplan. Das ist jetzt das Und dann gibt es eine Regierungskonferenz. Die Portugiesen haben ja dann den Vorsitz und wir drängen darauf, dass wir Ende 2007 den Sack zubinden. Und dann können wir 2008 noch ratifizieren. Und vor den Europawahlen 2009 muss das Ding erledigt sein. Und das wäre eine gute Strategie. Was sagst du denn dazu, dass in der berühmten Erklärung, der Berliner Erklärung, die jetzt vorbereitet wird für den Gipfel, um 50 Jahre römische Verträge zu feiern, dass da das Wort Verfassung überhaupt nicht drinstehen darf oder soll? Ja, ist ein Mangel, es war, aber Politik ist ja die Kunst des Möglichen. Und sagen wir mal,
Europa wird 50 und wenn man 50. Geburtstag feiert, man weiß ja, wie dann die Reden ausfallen, man wird gelobt und alles war gut und man freut sich. Und so ungefähr wird das da in Berlin auch sein und mit Recht. Ich meine, die Gründungsväter und Mütter hätten sich eigentlich nicht vorstellen können, dass wir eine Währung haben, keine Grenzkontrollen mehr. Also man soll auch loben, was wir geschafft haben. Und das ist vielleicht der Sinn der Berliner Erklärung. Es muss aber auch drinstehen, dass es weitergeht. Also es muss ein Bekenntnis sein, wir wollen Europa weitermachen und weiterbauen. Und irgendwie wird man auch eine Formel finden, dass wir einen neuen Vertrag brauchen, also neue Spielregeln. Und ich hoffe, dass wir das fertigbringen, auch mit der Arbeit in dem Verfassungsausschuss des Europäischen Parlaments, wo du Mitglied bist. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Dir auch. Danke. Wiederhören.